Wie schön es im Sommer in den unterfränkischen Weinbergen ist, können Touristen mit Gästeführerin Sigrid Schleret rund um Sommerach entdecken. 2 Stunden lang geht es raus in die Natur. Dazu gibt es jede Menge Wissenswertes über Unterfrankens Weinkultur. Sogar vom Weinbauern Bruno Henke persönlich. Die Nachfrage nach solchen Wandertouren ist groß. Es ist natürlich das ganze Jahr über möglich, auch im Winter. Wir haben von der Zwetschgenführung bis Weinbergsführung, dann Dorfführung und so weiter. Und wir können das für alle verschiedenen Gruppen anbieten. Franken hat gerade im Sommer jede Menge zu bieten. Für Kinder besonders schön die fränkischen Wildparks, wie hier der an den Eichen in Schweinfurt. 43 Tierarten sind auf einer Fläche von 18 Hektar zu beobachten. Heuer feiert der Park sogar Jubiläum und wird 60 Jahre alt. Besonders spannend für die Kleinen Greifvögel in Aktion. Die gibt es zum Beispiel im fürstlichen Falkenhof im Schloss Schillingsfürst zu bestaunen. Der liegt mitten im Naturpark Frankenhöhe. Für Jörg Henschel vom Tourismusverband Franken ist der Trend eindeutig. Regionales, naturnahes und nachhaltiges Reisen ist das große Thema in diesem Urlaubsjahr. Also mit unseren fränkischen Bieren, den Frankenweinen und den vielen Direktvermarktern haben wir hier große, breite Angebote. Auch naturnahe Übernachtungsmöglichkeiten wie Urlaub im Weinfass oder Campingplätze, Urlaub auf dem Baumhaushotel sind hier ganz tolle Angebote. Viel Heimat bieten auch die fränkischen Freilandmuseen wie das in Bad Windsheim. 700 Jahre fränkische Geschichte lassen sich hier quasi im Vorbeispazieren entdecken. Dazu gibt es für die Kinder viel zum Toben. Auf die Großen warten wechselnde Ausstellungen, zum Beispiel bis Ende August zum Thema Älterwerden. Wer an heißen Tagen Abkühlung sucht, ist im fränkischen Seenland goldrichtig. Die Strände und Seen rund um Brombach, Altmühl und Rothsee bieten Badespaß und Erholung für Touristen und Einheimische. Auf Abenteuerlustige, die mehr Action suchen, warten viele Wassersportmöglichkeiten. Zum Beispiel Wakeboarding, ein Trendsport. Auf einem 600 Meter langen Rundkurs können bis zu 8 Wassersportler gleichzeitig ihre Runden drehen. Auch im fränkischen Seenland kommen immer wieder neue Attraktionen hinzu. Beispielsweise die Tiny Houses am Waldcampingplatz am Brombachsee oder die neue Jura E-Bike Tour, speziell für E-Bikes und Pedelecs konzipiert. Das ist eine 61 Kilometer lange Rundtour, die in Pleinfeld beginnt und eben auch endet. Aber auch die fränkischen Städte punkten bei Touristen wieder. Die Besucherzahlen steigen. Neben Bayreuth, Rothenburg und Würzburg gehört auch Bamberg zu den vielbesuchten Altstädten. Franken bietet als Urlaubsregion jede Menge. Ob mit eigenen Händen Fossilien klopfen im oberfränkischen Hohenmirsberg oder eine Schiffstour mit der alten Liebe auf dem Main von Würzburg nach Veitshöchheim oder auch ein Blick ins Deutsche Dampflokmuseum in Neuenmarkt. Diese Abwechslung macht die Region spannend für Gäste. Franken ist Vielfalt, genau. Also auf der einen Seite verwinkelte Fachwerkgassen neben Barockensembles. Wir haben Parks und Gärten, weite Wälder neben fruchtbaren Weinbergen. Wir haben sportliche Action neben kulturellen Höhepunkten. Und diese scheinbaren Gegensätze vereinen sich bei uns in Franken, passen einfach zusammen. Und der Tourismus ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Zum Beispiel die Direktvermarktung von regionalen Produkten, wie hier in der Sommeracher Winothek. Viele Gäste nehmen gern ein unterfränkisches Mitbringsel mit nach Hause. 16, 14 bis 16 Grad eher noch. Und wie gefällt es nun den Urlaubern bei uns in Franken? Das war meine erste Weinwanderung, die ich mitgemacht habe. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Es ist sehr interessant, auch mal zu sehen oder zu hören, wo der ganze Wein auch herkommt, was dahinter steckt. Ich bin immer wieder überrascht, wie gut es mir gefällt, auch wenn ich jedes Jahr da bin. Die Landschaft hier, also das ist Urlaub pur. Gerade wenn man aus dem Ruhrgebiet kommt und anstrengende Arbeitswochen hinter sich hat, kann man hier wunderbar relaxen. Man kann super spazieren gehen. Die Region kommt einfach gut an.
Und so lässt sich Franken im Urlaubsjahr 2022 immer wieder neu entdecken.